L'Europe est morte. Il faut la réinventer. Das schreibt ein französischer Philosoph, den Etienne Balibar, der ist nicht bekannt als für unbedächtige Deklarationen. Das ist eine deichte Diagnose und aber eine Perspektive. Europa tot. Jedenfalls wie aufgestorben die Erst, aus denen in Europa hat können wussten, für das man als alle Guten hätte können begeistern. Aufgestorben oder wie paralysiert, die sozial, die demokratisch, sogar ökologisch Aussätze von der Europäischen Union. Aufgestorben die Versprechen, die für einem halben Jahrhundert an den Vertrag von Rom angeschrieben wurden, und übrigens auch noch immer am bestehenden Vertrag von Lissabon dranstehen. Ich zitiere: L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, ont pour objectif la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. Für den Artikel 151 klingen muss an den Ohren von dem griechischen Arbeiter, dem sein schappischer Mindestlohn um Feierl gekürzt gouf, von der Rentnerin, die noch irs fuhren an der pubelle Sicht, von denen 50% jungen Spanier, die kein Arbeit fanden. An die Egalisation dans le Progrès, wie es da heißt. Die Sozialungleichheiten, die am 20. Jahrhundert aufgeholt hatten, sind so groß wie 400 Jahre. Nehmen ein Beispiel. Die unerstaunend 50% von der europäischen Population verfügen über 5% vom Vermögen. Den ewigsten Zehntel, die ewigsten 10% haben über 60% vom Vermögen. Geschichte von der Europäischen Union als keine Lineargeschichte. Es gab auch immer Alternativen, es gab Bifurkationen, die entweder geholt sind oder nicht. Der Anfang war noch geprägt vom sozialen Kompromiss von den Nachkriegsjahren. Das war zwar noch immer Kapitalismus, aber angegrenzt durch sozialstaatliche Regeln, und die hatte natürlich etwas zu tun mit dem gesellschaftlichen Kraftverhältnis. Es war auch nicht die Obsession von Konkurrenz an Kompetitivität wie jetzt, mehr das nur Kooperationen gesicht ging. All da tut sich auch an den offiziellen Texten der Vertrag rumgespiegelt, steht haut sogar nach teilweise dran, mehr als nicht mehr kohärent mit der gesamten Ausrichtung und noch nicht mit der Praxis. Und das fällt an die 70er Jahren zu einem Wechsel kommen, in Richtung, so mal ein bisschen verkehrt, Neoliberalismus. Und auch der Wechsel hat natürlich etwas zu tun mit gesellschaftlichen Kraftverhältnissen. Nicht nur an den Fabriken, den Straßen, den Parlamenten, aber auch an der Kap. Und so sind wir da schließlich gelandet an der tiefer ökonomischer, sozialer, politischer, ich gebe sogar so, kultureller Krise, an der man noch immer nicht raus sind, aus der man noch immer nicht raus sind. Ich gebe sogar so, man wäre konfrontiert mit einer zivilisatorischen Regression. Eine Regression, die ihren doppelten Ausdruck findet, einerseits
an der Arroganz von der wirtschaftlicher Macht und von der technokratisierten Politik, an andererseits am Obtauchen von reaktionären, chauvinistischen, rassistischen Bewegungen, wobei der Dicht, der Zweet manifestement favorisiert. Aus der zivilisatorischen Krise können wir ohne fundamentalen Richtungswechsel nicht herauskommen. Europa neu erfannen, seht den Balibar. Das heißt, mit ein paar Plosteren geht es nicht durch. Am Kader von der bestehenden Logik, die sowohl den Traité von Lissabon wie auch die letzten Stabilitätspakten markiert, gibt es keine Neugründung von Europa. Es geht nicht darum, den Pilot zu wechseln, Barroso oder Juncker oder Schulz. Es muss in eine andere Richtung gehen. Unser Programm soll weisen, wie ihr Neid Europa könnt ausgesehen. Das Programm ist das Resultat von intensiven Diskussionen auf allen Niveauen, und aber als Reflexion nicht aufgeschlossen. Soll es ja auch wohl nie sein. Am Hun auch nicht eine fertige Antwort auf all Fragen. D'urgence manifestement lo als die nefast Austeritätspolitik von den letzten Jahren zu stoppen. Le piège de l'austérité, l'Europe s'enlise dans les inégalités. Das ist der Titel von einem langen Rapport von der Oxfam, das ist eine Dachorganisation von einer Reihe von ONGs, die sich hauptsächlich mit der Frage von sozialen Ungleichheiten an Armut beschäftigt. Ich zitiere einen Satz daraus. Les programmes d'austérité ont décimé les mécanismes qui réduisent les inégalités et permettent une croissance équitable. Avec l'augmentation des inégalités et de la pauvreté, l'Europe doit faire face à une décennie perdue. Die Austeritätsprogramme, schreibt Oxfam, und die muss nicht wissen, geben bedenklich den strukturellen Ajustementsprogramme gleichen, die an den 70er, 80er Jahren den Entwicklungsländern abgezwungen sind, mit verheerenden sozialen und humanitären Konsequenzen. Un médicament, schreiben sie, qui cherche à guérir la maladie en tuant le patient. Nicht nur Gewerkschaften und ONGs, auch die Internationale Arbeitsorganisation, OIT zum Beispiel, auch den Europarat, kloen Violation von fundamentalen Sozial- und Menschenrechten und durch die Austeritätspolitik. Gerechtfertigt wird die desaströse Politik mit den budgetären Schwierigkeiten von den Memberstaaten, weil Finanzmärkte, die uns an Krise gestürzt tun, nach immer herer Meister sind, müssen wir hier das Vertrauen gewinnen. Für das Vertrauen von der Mafia muss ein Schutzgeld bezahlen. Aber pardon, Finanzmärkte sind natürlich keine Mafia. Weil Banken sich verspekuliert hatten und sie müssten gerettet gehen. Natürlich vom Staat, den sie vier drin am liebsten auf den Mond geschickt hätten. Vom Staat, das heißt von uns. Und so was dann aus dem Versuchen von der freien Marktwirtschaft eine öffentliche Schuld gehen. Die sogenannte Schuldenkrise, also Wirklichkeit, Krise von einer Logik von privater Akkumulation, die immer mehr soziale Regeln unterwirft. Die öffentlichen Ausgaben wären explodiert, heißt es. Wir hätten über als Verhältnisse gelebt. Stimmt nicht. An den 10 Jahren vor dem Ausbruch von der Krise ist den Anteil an den europäischen Ländern von den öffentlichen Ausgaben nicht herab, sondern um 3 Prozentpunkten heraufgegangen. Das Problem war also nicht die Ausgaben, das Problem waren die Recetten. Eine Steuerpolitik, die Profite an hohen Revenuen und Vermögen verhätschelt wird.
Die Steuerkonkurrenz zwischen den europäischen Staaten soll dabei helfen. Lützeburg hat ja dabei eine Vierreiterrolle gespielt. Von 1995 bis 2008 ist der durchschnittliche Steuertaux auf die Beneficer von den Betrieben, von den Konzernen an der Europäischen Union von 37% auf 26% aufgegangen. Den durchschnittlichen Spitzensteuersatz, also europäischen Revenu, von 50 auf 42%, an 2012 waren nach 38%. Eine Contre-Revolution fiscale, haben französische Ökonomisten das genannt. Nach gar nicht zu schwätzen, von all denen Tricken, Nischen, und Steuerparadiese, mit denen sich Konzerne an ihr Besitzer auch nach Land, die legal Steuer tun, drücken. Mit dem Vertrag von Maastricht ist es eigentlich umgegangen. Eine regelrechte Obsession von der Budgetdisziplin mit den berühmten Konvergenzkriterien, nicht mehr wie 3% Defizit, nicht mehr wie 60% Schuld, das waren die einzig präzis chiffriert Obligationen für die Europäische Währungs- und Wirtschaftsunion. Alles ernst. Arbeitslosigkeit, Sozialrechte, Sozialgleichheit, Steuergerechtigkeit, all das bloß vag oder als komplett ignoriert gehen. Kein Ustalten für eine Harmonisierung von den Steuern an den sozialen Normen gegen den Dumping. Im Gegenteil, durch die obsessionelle neoliberale Logik sollten die europäischen Staaten zur Konkurrenz getrieben gehen, zur Kompetitivität, wie das so schön heißt. Das tun sie dann noch gemacht. Klein Ugehal oder Hof, Sozialversicherungen unerhilligt, Steuergeschenke für die Reich, immer wie gesagt am Numm von der Kompetitivität. Lo hummer Schirblen. Man meint, dass sie hätten beigelehrt. Der falsche Kurs geht nach verschärft. Vom Stabilitätspakt über Rettungsschirm bis zu dem sogenannten Fiskalpakt, die Rigidkriterien von Maastricht gehen nach einmal verschärft. Nicht mehr wie 0,5% Defizit lo hecht die neue Regel. Und das soll ein Automatismus gehen, so gut mit Verfassungsrang. Wenn ein Land, das budgetär Schwierigkeiten hat, aus der Eurozone Hölle friert, dann dezidieren die 17 Finanzministerinnen aus dem Europa, Zonen dieren, ohne demokratische Kontrolle, was für Maßnahmen das Land dann missholen, für die Hilfe können zu kriegen. Und da geht es dann an der Regel um Lohnkürzungen, Aufbau vom Sozialstaat, Privatisierung, aber natürlich nie um Sozial- oder Steuergerechtigkeit. Das sind dann die berühmten strukturellen Reformen, die von der nicht manner berühmter Troika, das heißt den nicht gewählten Funktionären vom Weltwährungsfonds, von der Europäischen Kommission an der Zentralbank, denen Regierungen, die man zum Teil nach gewählt sind, an den verschiedenen Ländern abzwängen. Troika als Zuchtmeister. Alles am Dienst von den Finanzmärkten. Nach mehr Mengen wie führender Krise. Demokratisch und Sozialprinzipien an Pubell. Zwei bekannte französische Ökonomisten schreiben an einem ganz rezenten Buch, Esatz Strauss, désormais, la question n'est plus de savoir si une décision économique ou budgétaire sert bien la production durable de richesse, l'emploi ou le bien-être social, mais si les marchés vont bien réagir. Schon für Griechenland Ende 2011 das Referendum über den Austeritätsplan, den der Papandreou geplant hat, aufgeblasen gouf, hat der deutsche Philosoph Jürgen Habermas geschrieben, Papandreous
Kehrtwende, also das Referendum nicht zu machen, unter dem Druck natürlich von europäischen Spitzenpolitikern und Wirtschaftlern, diese Kehrtwende enthüllt den zynischen Sinn dieses griechischen Dramas: weniger Demokratie ist besser für die Märkte. Auch das gehört also zu dem, was ich für eine zivilisatorische Regression halte. An die Freihandelszone zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, die auch manche Zonen, deren ausgetüftelt wird, das wäre nach ein Coup gegen den demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Also basta. Und kurz vor den Wahlen schenkt dann aber auch die Majorität vom Europaparlament ein bisschen auf Feier zu sehen. Sie haben eine Enquete gemacht über die Leistungen von der Troika an 2 langen Resolutionen gestimmt. Ein bisschen spät, aber immerhin stellen sie auch fest, dass die ganzen Prozeduren von Eurogruppe an Troika erstens überhaupt keine demokratische Legitimität tun, und zweitens, dass die Maßnahmen, die Länder abgezwungen wurden, die sozialen Ungleichheiten und die Armut an Europa verschärft und die Arbeitslosigkeit erhöht und die Securité Sociale erhöht hätten. Und das wäre, schreiben sie, mit den deklarierten Zielen von der Europäischen Union nicht kompatibel. Wenn man dann aber meint, die Majorität vom Europaparlament geht wirklich eine andere Politik verlangen, dann wird ihnen enttäuscht. Über die Ursachen von der sogenannten Schuldenkrise, die auch kein Aske wird, über die jahrelangen Steuer- und Sozialdumping kein Wort, just ein paar vage Rekommendationen ohne Verpflichtung für die Zukunft. Also frühere Premier, also der Spitzenkandidat von der konservativen Europäischen Partei, könnt übrigens auch an der Resolution zu ehren. Er war 8 Jahre lang, von 2005 bis 2013, Präsident von dem komischen Eurogruppe ohne demokratische Legitimation. Er hat also die sinister Austeritätspolitik ob manst matt gedroht. Am Europaparlament dazu gefroht und hier gesagt, er hat nicht genau geguckt, für Konsequenzen die Maßnahmen gehabt hätten, die von der Troika abgezwungen sind. Hier will der Kommissionspräsident gehen. Naja. Übrigens auch die Europäische Kommission schenkt sich neuerdings Sorgen zu machen über die Sozialkonsequenz von der Austeritätspolitik. In einer Kommunikation vom Oktober hält sie sich für ein Tableau de bord mit ein paar Indikatoren über die Sozialentwicklung aufzustellen, die Genre Arbeitslosigkeit, Armut und so weiter. Aber was geschieht, wenn die Ziele von dem Tableau de bord nicht angehalten gehen? Ich zitiere: Cela n'aura pas de conséquences automatiques, aucune sanction n'est prévue. Da haben wir also drin. Die Austeritätspolitik muss automatisch funktionieren, sogar konstitutionellen Charakter haben. Wen die berühmte Regel verletzt, der wird bestraft. Aber fundamental, sozial und Menschenrechte, das alles bleibt im Niveau von vagen Deklarationen. Also Programm gesagt ernst aus. Eine grundsätzlich kritische Analyse von der Entwicklung, von den Ursachen, auch von der politischen Gestion von der Krise, an konkret und kohärent Propositionen. Am Mittelpunkt stehen dabei 4 Schwerpunkte. Ein neues europäisches Sozialmodell, eine demokratische Erneuerung, eine neue Regulation von der Ökonomie und eine ökologische Rekonversion. Zu einem europäischen Sozialmodell gehört zentral eine Umverteilung vom Reichtum von oben nach innen, also umgedreht wie bisher. Den Undeel von der Löhnen geschaffene Reichtum muss an die Luft gehen. Dazu gehört auch, aber nicht nur, einen europäischen Mindestlohn, aber auch
eng allgemeng Harmonisierung vu soziale Normen a Rechter no Uwen. Steieren op Beneficer, héige Revenuen a Vermegen mussssen opgoen fir Sozialdenkster an öffentlich Investitionen zu finanzieren. Beides verlangt europäische Plan neue Formen vu Kooperation am Platz, Konkurrenz an neu verpflichtend Dispositionen an den Vertrag, die müssen neu geschrieben gehen. Man denkt, heiger so nicht Finanztransaktionssteuer und ähnlichen Prälevementer op unproduktivem Reichtum kennt auch das seriösen europäische Budget finanziert gehen, mehr so mal 10% vom europäischen PIB an nicht 1% wie bislo, mit dem dann aber nicht egal was gemacht wird, sondern mit dem sozialen und ökologischen Umbau von der Wirtschaft zum Beispiel könnt finanziert gehen. Wir brauchen einen neuen Abbau von den öffentlichen Services, ein öffentliches Kreditsystem, neue Formen von gesellschaftlichem Eigentum. Wir brauchen viel mehr Kontrolle am Mitbestimmungsrechte vom Salariat als in den Gewerkschaften an den Betrieben, auch über strategische Decisionen. Wirtschaftsdemokratie als mehr wie den bekannten Sozialdialog. Das alles heißt, dass an den Träten Sozial- und Menschenrechte ganz deutlich und explizit die sogenannten ökonomischen Freiheiten müssen übergehen gehen, und nicht wie bisher umgedreht. Du seid den auch schon die enge Relation zwischen einem europäischen Sozialmodell und einer Erneuerung von der europäischen Demokratie, genauso wie das am Niveau vom Sozialstaat der Fall ist oder war. Ohne eine starke Sozialaufsicherung, ohne eine Ungleichung von den Ressourcen an den Lebenskonditionen, und ohne entscheidenden Einfluss auf die Ökonomie, als eine lebenswerte Demokratie nicht denkbar. Den Desinteresse von den Leuten in Europa hat ja wohl eine Doppelursache auch, dass über die Kappe weg dezidiert wird, also undemokratisch. Und dass hier Sozialsorge nicht erst geholt gehen, hier Sozialrechte aber aufgebaut gehen. Natürlich müssen die Rechte von den gewählten Gremien gestärkt gehen par rapport zu den Exekutiven, also das Europaparlament zu der Kommission, an dem Conseil, Nationalparlamenter zu den Ministerräten. Nicht nur an der Theorie, aber auch an der Praxis. Damit geht es aber nicht durch. Wir brauchen neue Formen von direkter Demokratie. Die Europäische Initiative Citoyenne unter dem Lissabonner Vertrag ist noch viel zu viel restriktiv, wie wir dort gesehen haben, was geschieht oder bislang geschieht ist mit der Initiative zum Recht auf Wasser. Wir brauchen eine Mobilisierung von der europäischen Zivilgesellschaft. Wir brauchen die Entwicklung von einem europäischen Volk, das sein gemeinsamen Interessen erkennt und sie europäischen Plan zum Ausdruck bringt. Das Changement kommt nicht einfach von oben, auch nicht allein von gewählten Instanzen, wo kein Druck von innen kommt. Dafür habe ich auch ein Wort zu der Alternative Föderalstaat Europa oder Rückzug auf Nation, eine falsche Alternative, Menge mehr. Typisch für die falsche Vorstellung, als für den demagogischen Slogan Manner Europa, mehr Lützeburg. Die Alternative ist nicht Föderalismus oder Souveränismus. Für einen Föderalstaat am engen Sinn vom Wort, die Genre Bundesrepublik Deutschland, als Europa manifestement historisch nicht brett, haut nicht, wahrscheinlich auch noch nicht. Aber der Nationalstaat aus den Aufgaben an einer vernetzten Welt wohl auch nicht mehr gewusst. Als zu schwach für sich zum Beispiel dem international organisierten Finanzkapitalismus entgegenzusetzen. Europa kennt das, wann es dann wählt. Das heißt also auch, Demokratie spielt sich nicht auf engem, mehr auf vielen Niveauen auf, von den Gemengen über die Regionen, über die Nationen bis zu Europa, an viele Formen,
Wahlen, Debatten, Manifestationen, Referenden, Aktivpartizipation und den Decisionen ist schon nicht gesagt, vielleicht doch mal ein paar Wegstellen. Und natürlich gehört zur Demokratie auch die Erbannung von allen Sorten von politischer Bespitzelung über zwei Medium auch immer. Und so wie Demokratie als Sozialstaat nicht zu trennen sind, so als auch die Sozialfroh von der ökologischen Froh nicht zu trennen. Wer leidet dann am meisten unter der Zerstörung von unserer natürlichen Umwelt und der Vergiftung von den Lebensmitteln und dem Klimawandel? Und wer profitiert von dem destruktiven System? Der Produktivismus an der Industrie und an der Landwirtschaft, dem mit einer nachhaltigen Entwicklung nicht vereinbar ist, geht auf Kosten von den Arbeitsbedingungen von denen Leuten, die dort schaffen, gerade so wie auf Kosten von den Konsumenten an ihrer Gesundheit. Lo hören wir aber, Wurstum, als Lösung von allen Problemen. Das mengen wir nicht. Wir lassen uns aber auch nicht ersperren an Alternativ, Croissance oder Décroissance. Froh ist, was soll wissen, was soll nicht wissen, auf hier wen, auf wo sind Grenzen. Liebe Komradinnen und Komraden, 2005 bei der Diskussion über die europäische Verfassung haben sie uns nach Runde Kap gehalten, wenn ein anderes Europa gefüllen, der wäre gegen Europa, der wäre anti-Europäer. Lo wollen sie ob einmal alle gut in einem anderen Europa. Aber wen ist dann responsabel für das Europa, was wir im Moment tun? Wie gibt der Prokureur so? Es war doch nicht kein. Aber was heißt das ein anderes Europa? Europa neu aufbauen, das ist etwas ernst für die kleinen kosmetischen Operationen, die man versprochen kriegen. Das verlangt den Bruch mit der kapitalistischen Entwicklungslogik. An der Introduktion zu ihrem Rapport schreibt Oxfam, den Rapport, den ich schon an ihm tue, nous avons besoin d'un nouveau modèle économique et social qui investit dans l'humain, renforce les institutions démocratiques et propose un système fiscal juste et progressif adapté au XXIe siècle. Das wollen wir auch, und nach mehr an der Form von konkreten Propositionen. Das geht aber nicht ohne eine Veränderung vom gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnis. Dazu können die nächste Europawahlen beitragen. Aber dazu brauchen wir auch eine demokratische, soziale Mobilisierung nationalen wie europäischen Plan. Wir packen da eine Hand mit an, auch nur den Europawahlen. Merci.